Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge nach 5 Wochen. Oh mein Gott, Leute, irgendwie sind die 5 Wochen, die haben sich so fucking lang angefühlt. Und ich freue mich gerade so, zum einfach wieder mit euch labern können. Ich merke so richtig, ich habe es verdammt vermisst. Ich bin sonst wirklich die ganze Zeit einfach am Stories auf Insta posten gewesen, was ich sonst nie mache. Ich tue nie, mega selten so Insta-Stories machen, wo ich labere. Und ich habe gemerkt, ich habe hure Verlangen zum einfach erzählen von meinem Alltag und keine Ahnung, und ich habe das jetzt wieder gehabt. Und darum habe ich jetzt auf Insta endlich mal Ruhe und ich kann noch im Podcast wieder in vollen Zügen von meinem Leben erzählen. Yeah! Ich habe einfach so... es ist so viel passiert in diesen 5 Wochen, das könntest du gar nicht in einem Podcast zusammenfassen. Und ich glaube, ich probiere es ja gar nicht erst. Aber ich freue mich. Ich habe ihn vermisst, Leute. Und ich weiß ja gar nicht, wo anfangen. Ich bin überfordert. Ich habe schon gefühlt wieder vergessen, wie man einen Podcast macht. Bro, wie habe ich es geschafft, jede Woche 40 Minuten alleine da zu labern? What the fuck, Alter? Aber ich freue mich. Es ist einfach weird, weil wenn ich das letzte Mal eine Podcast-Folge aufgenommen habe, war Hochsommer. So, wir hatten alle noch Ferien gehabt. Das Leben war noch toll. Nein, das Leben ist auch jetzt noch toll. Aber jetzt ist einfach Winter. Also, es ist kalt. Zwar heute war es wieder ein bisschen wärmer, es war 20 Grad, aber gleich so, Alter, Sommer ist auch vorbei. Irgendwie so vom einen Tag auf den anderen. Und ich habe es irgendwie immer noch nicht so ganz realisiert, weil ich bin halt wirklich... ich habe jetzt seit dieser Woche habe ich wieder Studium. Also ja, wenn ich die Podcast-Folge aufnehme, es ist gerade... Ich kann gerade schauen. Es ist gerade Freitag. Alter, ist jetzt gerade no joke, mein Ärmel ist gerade in meinem Gürtel gefangen gewesen, aber alles gut. Ich habe jetzt wie heute, also diese Woche, meine erste Woche mit einem Studium gehabt, was so weird ist, weil 3 Monate Ferien haben und dann wieder ins Studium kommen. Ich muss euch noch viel erzählen, okay? Ich muss wirklich, ich weiß gar nicht, wo anfangen, ich bin gerade hyped. Auf jeden Fall bin ich in der letzten Woche... Nein, weißt du, ich mache kurz... Also ich bin gerade voll sprunghaft. Aber ich erzähle so ganz, ganz kurz so... was so gelaufen ist. Ich habe nämlich extra in meinem Kalender eingeschrieben, wenn ich eine Podcast-Phase gemacht habe. Übrigens, Alter, das ist, ich weiß gar nicht, ob das noch vorher passiert ist oder schon in dieser Pause. Das wird jetzt auch ein Brainfucker. Ich weiß halt voll nicht, was ich euch schon erzählt habe, was nicht. Aber auf jeden Fall ist mein ganzer Kalender, also für Leute, die alle Daten in ihrem Online-Kalender hineinschreiben, wissen, oder könnt jetzt den Ping verstehen, aber bei mir hat alles gelöscht. Ich habe ein Update von der App gemacht, ich habe Google-Kalender, was eigentlich voll geil, also wirklich, ich liebe Google-Kalender. Aber es hat einfach ein Update gemacht, hat alles gelöscht. Und ich habe seit 4 Jahren meine Daten da eingetragen. Bro, Alter, wirklich, das war Pain gewesen. Aber ich habe es jetzt irgendwie, also langsam geht es wieder. So, hat es alles wieder eingetragen. Gleich, oh mein Gott. Auf jeden Fall, ich schaue jetzt einfach ganz schnell auf dem Kalender, was so gelaufen ist. Also es waren sehr viele Festivals. Ich war am Open Air Gampel, viele Kilby war, Zürich Open Air war. Ich hatte sehr viele Kooperationen. Was hatte ich noch? Ich bin in der Ferien in Zakynthos mit 2 Kolleginnen vom Gimmi. Ich war mit dem Can in der Ferien in Sizilien. Er hat mich überrascht mit der Ferien, was sehr geil ist. Auf jeden Fall, und nachher bin ich eigentlich dann heimgekommen und dann habe ich direkt wieder das Studium angefangen. Und ich sage euch, das war halt vor allem der Schock, weil ich war in Sizilien und es war jeden Tag 30 Grad. Bro. Der UV-Index war auf 8. Ich habe das letzte rausgeholt, um irgendwie braun zu werden. Sieht man es eigentlich? Seht ihr wie braun ich jetzt bin? So, also, müsst ihr jetzt einfach schon schnell sagen. Das ist krass, oder? Nein, das ist wirklich mein Goal vom Sommer. Nein, auf jeden Fall bin ich heimgekommen und es war 9 Grad in Zürich. Das ist wirklich so richtig wortwörtlich ins kalte Wasser gesprungen. Genau. Eben das ist so ein bisschen gelaufen und jetzt hat das Studium wieder angefangen und eben es ist so weird, nach 3 Monaten, eigentlich sind es ja 4 Monate, weil ich habe ja, vielleicht mag ich mich erinnern, ich habe ja mein Praktikum noch für 1 Monat gehabt. Heisst, ich habe meine Studiumsfriends, also einfach mit denen ich in die Klasse gehe, auch dann nicht gesehen. So meine Studentenkolleginnen, die ich so ein bisschen closer bin, die habe ich schon immer mal wieder in der Ferien so gesehen. Aber so grundsätzlich einfach so alle so 4 Monate nicht gesehen, das ist halt mega strange. Also kann ich sagen, nur schon, ich habe mich jetzt so fest daran gewöhnt, wieder die Selbstständigkeit habe. So klar, es war Ferien, aber es war ja eigentlich so ein bisschen das Leben, das ich hatte vor dem Studium, weil ich ja 2 Wochen... Alter, ich komme immer mit Wochen! 2 Jahre selbstständig war, Vollzeit mit Social Media und es ist eigentlich wie
das Gleiche, was ich in der Ferien gemacht habe. Also, so, ich habe ja wie in dem Sinn gearbeitet, also ich habe ja gleich noch Social Media Content gemacht, außer natürlich eine Podcast-Pause, aber ich habe es ja vor allem auch gemacht, weil ich mega viele Kooperationen hatte. Vielleicht haben sie es gemerkt, ich hoffe, sie sind mir nicht böse, dass ich da momentan wieder so ein bisschen mehr am Werbung aufgeladen bin. Ich hoffe im Gegenteil, so, dass es so ein bisschen für mich freuen, weil ich finde es eigentlich, also für mich ist halt so ein Success, so, oh mein Gott, yeah, ich bin genug cool, dass Firmen mit mir zusammenarbeiten und ich bin hure dankbar, dass ich mit dem kann Geld verdienen und von dem kann leben so. Auch wenn es mega stressig ist, ist es gleich natürlich mega ein Blessing, was ich euch zu verdanken habe. Darum Kuss an euch, also geile Sachen hier. Ja, ach, jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Wo bin ich jetzt gewesen? Ja, auf jeden Fall einfach eben mega viele Kooperationen gehabt. Und dann kommst du halt wieder zurück ins Studium und also eben, ich habe den Lifestyle vergessen. Wie habe ich das geschafft, jeden Tag von 9 to 5 wieder weg sein und dann heimkommen und dann mein ganzes Social Media Zeug machen und dann noch irgendwie so ein Privatleben haben. So, ich habe jetzt in dieser Woche mich wirklich wieder so ein bisschen daran gewöhnen. Ehrlich gesagt, nur schon 7:30 aufstehen. Ich weiss, es gibt Leute, die stehen viel früher auf. Aber gleich, ich bin mir das so nicht gewöhnt gewesen, weil so, eben so in der Ferien bist du halt easy mal so bis um 10 Uhr am Pennen gewesen und irgendwie, 7:30 tönt ja nicht so schlimm. 7:30 tönt schlimmer. Ich muss um 7:30 aufstehen. Ja, nein, wirklich. Vor allem, ich bin wirklich so, mein Schlafrhythmus ist gerade so gefickt. Ich gehe meistens um 1 pennen. Und ich bin Mensch, ich brauche 8-9 Stunden Schlaf. Und ich habe wirklich diese Woche, also heute war es schlimm gewesen. Heute bin ich wirklich wie eine halbe Leiche rumgelegen. Auch wenn es eigentlich voll alt ist, 6-7 Stunden Schlaf. Aber ja. Genau. Und darum war es ein bisschen weird, das Studium anfangen. Ich habe mich eigentlich gleichzeitig mega gefreut, zu meinen Leuten wieder zu sehen. Und ich merke mega, ich habe die Routine wieder gebraucht. Also jetzt so gerade während der Ferien. Ich weiss voll nicht, ob man das verstehen kann. Aber ich habe ja eigentlich mehr Zeit gehabt, zum Content zu machen. Und habe das Gefühl, ich mache gerade jetzt, oder seit das Studium wieder angefangen hat, mehr Content als vorher. Was eigentlich voll keinen Sinn macht. Aber ich merke, ich funktioniere übel so, dass wenn der Stein mal so im Rollen ist, dann ist es viel einfacher. Also dann braucht man nicht so viel Kraft, um den Stein zu rollen. Wisst ihr, was ich meine? Aber wenn der Stein nicht so fest rollt, dann braucht es halt mehr Kraft. Macht das Sinn? Es macht schon Sinn, oder? So. Ja, und darum, ich habe irgendwie in diesen Ferien... Ich habe schon immer mal wieder Content posten. Also ich rede jetzt gerade so Short-Form-Content auf TikTok und Reels und so. Aber keine Ahnung, ich habe früher halt wirklich so... Ich habe es voll geschafft zum Daily posten. So irgendwie voll easy und... ich habe es ja früher nur schon geschafft, wöchentliche YouTube-Videos aufzuladen. Ich bin echt proud, dass ich das mit dem Podcast wirklich so regelmäßig jede Woche geschafft habe. Und ich habe gedacht, wenn ich jetzt einen Podcast nicht mache, dann sollte ich es ja noch eher schaffen. Also ich habe wirklich... Also ja, klar, ich habe wirklich recht viel mit Kooperationen zu tun und ich muss sagen, es nimmt halt auch mega viel. Also weißt du, wie eigentlich Videos machen ist etwas Kreatives. Und wenn du halt wieder Kopf vor allem bei Kooperationen hast, dann nimmt es halt sehr viel Platz ein. So. Und ich merke halt wie auch, ja, dass Kooperationen, also ich finde es grundsätzlich geil, aber es ist ja immer noch was anderes, wenn du Content machst, der komplett für dich sind, wie Content, wo du halt noch zur Abgabe gibst und die geben dann ihren Senf dazu, so quasi, ja, du noch mehr so und schreib noch mehr so. Das ist irgendwann ja, also es ist schon noch mein Video, aber so, ich hätte ja die erste Version aufgeladen, wisst ihr, was ich meine? Und ich bin schon sehr jemand, der probiert, möglichst authentische Werbung zu machen. Also probiert, geile Werbung zu machen mit einem Mehrwert und nicht einfach «Jo, das ist die Pflanze da, das ist mega toll, super, kauft die bitte alle. Ich habe noch einen Rabattcode, 20% mit Nati20 und ja, die Pflanze haltet 3 Jahre, also kauft sie bitte alle.» Sondern ich möchte so geile Content machen. So authentische Content, den ich auch sonst mache, wo auch in meinem Feed sonst Platz hat, dass es wie gesagt, auch einen Mehrwert gibt, dass es ein spannendes Video bekommt und nicht einfach fucking Werbung so. Ja, und das ist halt wie, eben, manchmal noch schwierig, wenn es halt so gleich, es ist ja gleich noch eine Werbung, beziehungsweise ein Video, wo halt für eine Firma steht. Und ja, ich weiß nicht, das ist halt eben momentan sind es so ein bisschen mehrere Kooperationen. Ich merke so, ich habe so Bock, wieder einfach eigenen Content machen, weil es halt jetzt eben gerade, weil ich halt weniger Content gemacht habe und in dem Sinne auch der Fokus mehr auf Kooperationen war.
merke ich halt, wieso, ich brauche das wieder. Ich habe gerade so das Feuer, Alter. Ich will wieder geilen Content machen, wo ich habe einfach Bock. Und ich habe es jetzt auch bis jetzt, seit 2 Wochen bin ich jetzt, glaube ich, sogar am Durchziehen, um wieder Daily TikToks aufzuladen. Ich bin so stolz auf mich. Und ich glaube, also ich merke mega schnell, wenn ich mich so ein bisschen dazu, also am Anfang ist es ja so ein bisschen das Zwingen, dann schafft man es irgendwann, dann ist es irgendwann einfach Routine. Also man sagt ja so, man braucht einen Monat, bis man sich etwas gewöhnt. Also falls dein Ziel ist, mal jeden Tag ins Gym gehen, musst du einen Monat jeden Tag ins Gym gehen, nachher ist es einfach. Und ich probiere das jetzt so ein bisschen mit halt Content machen. Ja, ich habe jetzt auch mit meinen Studentenfriends, wann war das gewesen? Vorgestern oder so, haben wir abgemacht, dass wir jetzt einen ganzen Monat lang so ein Ziel haben. Eben, mein Ziel ist jetzt Daily Content aufladen, also TikToks, Reels. So, darf ich jetzt die anderen sagen? Ich droppe es einfach. Eine hat gesagt, sie will wie nicht mehr unter der Woche rauchen, sondern wenn dann nur am Wochenende. Eine will keinen Alkohol mehr trinken und eine will jeden Tag, außer einmal am Wochenende, immer vor um 12 Uhr pennen. Und ich finde das so geil. Also falls ihr irgendwie so eine Freundesgruppe habt, gerade in der Schule, weil du jeden Tag siehst, ist es ja einfacher, so zusammen so ein Ziel haben. Wir haben jetzt zum Beispiel auch so gesagt, wir machen jetzt vom 20. September bis 20. Oktober und das ist ein Sonntag und dann gehen wir alle zusammen brunchen und der, der es halt nicht schafft, der muss allen nachher das Essen zahlen. Und wenn es halt 2 nicht schaffen, wenn die 2 im anderen jeweils das Essen zahlen. So. Also ja, das ist eigentlich noch geil. Und wir haben alle einen Joker. Also alle einmal Joker, falls wir es nicht schaffen. So. Ja, mal gucken, ob ich es schaffe. Ich fände es voll geil, wieder das so regelmäßig durchzuziehen. Und ich hoffe auch, dass ich das mit dem Podcast wieder so easy schaffe. Ich bin voll in dieser Routine gewesen, so jede Woche ein Podcast. Und dann ist es auch nicht schwierig. Und jetzt halt, weil ich aus dieser Routine rausgebrochen bin, habe ich gerade wieder ein bisschen Angst, dass ich so nicht mehr reinkomme. Aber immer mehr einfach zwingen. Leute, schreibt mir bitte so, immer so am Donnerstag, Freitag, Nati, nimm Podcast auf! Dann kommt hoffentlich einer. Genau, das ist so ein bisschen das. Also ich habe ja so ein bisschen in der letzten Podcast-Folge davon geredet, dass ich nach der Pause so ein bisschen Veränderungen möchte haben. Und ich habe mir also ein bisschen Gedanken gemacht, ich muss sagen, weniger als ich gedacht habe, beziehungsweise eben wie gesagt, ich bin irgendwie in dieser ganzen Pause, ich habe es auch so ein bisschen gebraucht, Pause, ich sage euch ehrlich, so ein bisschen nicht immer Content machen, sondern ich habe auch wirklich viele Momente gehabt, wo ich einfach auch im Moment leben und geniessen und jetzt nicht immer das Gefühl gehabt, ich muss das jetzt mit der ganzen Welt teilen und ich habe es mega schön gefunden, dass ich das wie auch so ein bisschen kann. Aber gleich, eben auf der anderen Seite ist ja gleich auch so ein bisschen immer ein Druck und eigentlich auch ein Willen von Content machen und irgendwie Menschen sind so ein bisschen stolz auf sich, wenn man das schafft, so seine Ziele erreichen. Voll, aber gleich habe ich ja mir vorgenommen, so ein bisschen Formatideen überlegen und einfach so ein bisschen Veränderung. Ich habe Bock auf so ein bisschen ein Refreshing von dem Ganzen. Und ein Punkt ist ja zum Beispiel, als ich gesagt habe, ich möchte, also wo ich so ein bisschen mit euch gesprochen habe, so wie findet ihr den Namen, wie findet ihr das Profilbild, bla. Und mega viel lang geschrieben, so, bald der Name, der ist cool und so. Und ich so, okay, dann machen wir bald den Namen. Weil bei mir ist beim Namen so ein bisschen, ich finde ihn eigentlich geil, aber irgendwie, ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Weil eben auf der einen Seite finde ich ihn geil, weil es so ein bisschen schweizerdeutsch, es passt irgendwie, weil es halt wie so eine Pause ist. Also für die einen ist es ja so ein bisschen ein Abschalten, wenn sie den Podcast hören. Oder vielleicht hören sie Alter, ihr seid wirklich Kings und Queens, wenn ihr wirklich eure 9 Pause hört. Okay, ich glaube, keine 9 Pause geht so lang. aber ja, gleich voll. Und auf der anderen Seite ist dann halt wieder so ein bisschen, ja, mich stresst zum Beispiel, dass es ein Ü drin hat. Das ist so scheiße, weil dann auf Insta heisst einfach das nur eine Pause. Das ist ein bisschen S. Und das zweite ist irgendwie so ein bisschen, ich glaube, ich fände es irgendwie auch noch einen geilen Namen haben, wo wie mit Nati irgendetwas ist. Aber ja, ich weiß auch nicht. Aber ich behalte ihn jetzt auch gleich mal, weil ich finde eigentlich, also, ja, ich weiß nicht, das wäre irgendwie weird als das andere. Und irgendwie finde ich, es hat auch mega geile, also ich finde auch geil gleichzeitig so. Darum, ich behalte ihn. Ja, mich überzeugt. Ja, aber das Profilbild will ich auf jeden Fall ändern, weil, Alter, also ich finde es ein geiles Profilbild eigentlich, ich bin so recht proud, dass ich das gemacht habe. Aber weißt du, was mich am meisten abfuckt? Bro, es nimmt mich jetzt Wunder, ob ihr das auch so seht. Schauen wir schnell mein Profilbild an. Okay, ich hoffe, ich habe es jetzt nicht schon geändert. Also ist das, ja, halt das Alte. Vielleicht kann ich es einblenden. Oh Gott, ich habe noch nie etwas eingeblendet. Aber ich blende es jetzt mal ein, Leute, vielleicht vergesse ich es auch. Shame me, also, ich habe kein Englisch. Shame me, blame me.
ja, sind einfach nicht hässlich, wenn ich es jetzt nicht einblende. Auf jeden Fall, seht ihr da, Wurst ist immer noch da. Ich finde es eigentlich ein geiles Bild, aber es ist so ein bisschen, es sieht aus wie Back to School, hat einer von meinem Studium gesagt, so ein bisschen wie ein Podcast für Kinder. Es sind so, ich kann es nicht erklären, es ist wie vom Kinski. Und dann als Wort 9 Pause macht es dann halt noch mehr Back to School Kinski. Und darum stresst mich das. Ich möchte ein bisschen mehr so keine Ahnung, ein Profilbild, das so ein bisschen mehr vielleicht girly ist. So ein bisschen, ich stelle mir zum Beispiel so ein bisschen Violett geil vor. So ein bisschen, weißt du, so ein hellviolett, weil das ist auch meine Lieblingsfarbe. Und einfach so ein bisschen girly, so ein bisschen cool, 90s, irgendwie so ein bisschen so, stelle ich es mir geil vor. Ich gehe jetzt morgen Abend mit meiner Kollegin, mit der Nadine von meinem Studium, Peace out. Mit ihr habe ich noch keinen Podcast gemacht, mit den anderen 2 Studentenkollegen habe ich einen gemacht. Ich muss mit der Nadine einen machen. Wir sind eben so eine geile 4-Crew im Studium. Voll. Ja, mit ihr mache ich das Fotoshooting. Sie tut sehr gerne fotografieren. Dann haben wir jetzt, das ist noch das Geile an meinem Studium, wir können so Foto-Locations, wie sagt man dem? Einfach das Fotostudio können wir so mieten. Also reservieren, so für einen Abend und so. Jetzt gehen wir eben dort shooten. Und ich habe so ein bisschen eben so einen Plan von den Farben und so, wie ich es möchte. Und voll funny, wir haben jetzt gerade in dieser Woche das Modul AI gehabt, also Artificial Intelligence, künstliche Intelligenz. Und das war so spannend gewesen. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal also weißt, ob man das in der normalen Schule sag mal, auch so sich damit befasst, aber es ist mega spannend. Und es ist so krass, was AI alles kann. Also ich glaube, die meisten kennen so ChatGPT und das ist eigentlich auch am Anfang schon mega krank gewesen und ich glaube, viele haben sich schon daran gewöhnt. Aber wir haben jetzt zum Beispiel auch noch andere Sachen geschaut, wie halt, weißt, so Bilder generieren oder Songs generieren. Alter, es ist wirklich krank. Und Videos generieren. Du kannst so, schreibst auch mal so, ja, mach eine Katze, die anfängt zu lachen. Und dann braucht es ein paar Minuten und dann entsteht einfach ein Video, wo halt wirklich eine echte Katze auch anfängt zu lachen. Ja, ich weiss nicht, also mich hat es hure geflasht. Eben auch so Songs einfach machen. Also ich habe zum Beispiel ein Roast Yourself habe ich zum Beispiel gemacht. Also weißt du, so mich selber roasten. Oder einen Song über den Lino, das war auch mega cute gewesen. Aber also mit meinem verstorbenen Hase, das war so Therapie gewesen. Ich habe auf ChatGPT habe ich quasi so schreibe einen Song über den Lino, sentimental, so ein bisschen sad und dann ein paar Fakten, dass er halt logischerweise weiss, wer der Lino ist, wie, wo, was. Und dann hat er einen Song gemacht, hat das kopiert und nachher halt in das, wie heisst das? Ich weiß leider gar nicht, wie es heisst, aber es ist halt wie eben zum Songs machen von AI, so eine Webseite, die kostet halt leider. Da gehst halt wie dort durch den Text, also du kannst so wie Lyrics, was es jetzt sein, du tust halt die Lyrics von ChatGPT dort rein und dann kannst du wie angeben, was du für einen Song möchtest. Also zum Beispiel Rap, Pop, Ballade, keine Ahnung so. Und das habe ich auch das ein bisschen gemacht, kannst du so ein Gemisch machen. Und dann entsteht halt auch ein Song, also es generiert dann immer so 2 Songs. Oder kannst du mehrere machen. Alter, und das flasht mich ja so hart. Weil wie geil ist das bitte? Also ich weiss nicht, ich kenne doch safe an dem Moment, wenn du so sad bist und du brauchst gerade einfach einen Song, wo du so zu 100% kannst relaten. Und wenn du einen Song halt selber kannst machen, kannst du ihn halt genauso richten, dass du halt kannst relaten. Und ich habe halt so den Song eben über den Lino gemacht und ich muss sagen, ich habe oftmals wieder einen Moment, wo ich so ein bisschen sad bin wegen dem Lino. Und Bro, der Song, das ist einfach Therapie, ich sag's euch. Weil es ist auch geil, soll ich ihn kurz laufen lassen? Also ich kann jetzt mal einfach schnell einen Ausschnitt, ich habe ihn auch schon auf Dings postet, also in die Story. Aber krank, es klingt jetzt wahrscheinlich gar nicht so geil, weil es halt über das Mikrofon ist, aber so. Mit Gashi an deiner Seite durch das Haus gerannt. Doch jetzt ist er allein, fühlt sich ohne dich so fremd. Dein Lieblingsplatz, unterm Strauch oder tief im Körbchen. Dort hast du dich versteckt, wenn's draußen warm stürmt. Papas Füße hast du geleckt jeden Tag. Mama hat für dich gekämpft bis zum letzten Schlag. Wir Kinder haben dir so viel Liebe gebracht. So süß. In jeder schweren Stunde hast du uns angelacht. Und jetzt bist du weg, aber du bleibst bei uns. Hat er schon so oft gelesen? Doch dein Licht leuchtet weiter im Raum. Oh Lino, du warst unser Glück, du hast uns so viel gegeben. Ein bisschen Vincent Weiss, oder? Jetzt sitzt du da oben, im Himmel so frei. Doch wir spüren dich hier, du bist immer dabei. Oh Lino, dein Lachen fehlt, dein kleiner Platz im Garten, der uns immer erzählt, dass du nie wirklich gehst, du bleibst ein Teil von uns. In unserem Herzen trägst du für immer deinen Glanz.
Boah, das ist so schön, ich will gar wieder sentimental, oh mein Gott. Ey, nein, wirklich, vor allem, es ist auch so ein geiler Song, für das das einfach von AI gemacht worden ist. Ich habe voll den Ohrwurm so, oh Lino. Ja, also wirklich, es ist richtig, richtig geil. Voll, auf jeden Fall, um nochmal zurückzukommen, Alter, ich verliere so auf den Faden, habe ich probiert, ein Profilbild zu generieren. Also eigentlich einfach aus Spass, so, weil wir halt in der Schule so ein bisschen ausprobieren können. Mit Journey heisst die Webseite, wo du Bilder generieren kannst. Es kostet halt leider alles, wir haben es von der Schule wie gratis bekommen. Und Leute, ich habe so, weißt du, generierst halt also mal das Bild und dann tust du halt immer wieder mal ein bisschen mehr generieren und mal schauen, weil es gibt ja immer wieder mega unterschiedliche Sachen. Und dann kommt mal so eins, wo ich schon so bin, oh, Alter, also weißt du, so gezeichnet. Und ich bin wirklich so gewesen, holy shit, ich finde es hure geil. Und dann habe ich halt so noch ein bisschen genauer generiert, so weißt du, so, ja, machen wir jetzt noch die Haare ein bisschen dunkler, damit es halt ein bisschen mehr aussieht wie ich. Und jetzt bin ich schon ein bisschen in Love mit dem Bild. Also ich zeige es euch mal, ich blende es jetzt auch noch mal ein. Also ich hoffe, dass ich das schaffe, das so einblenden. Also ich hoffe, ich vergesse es nicht. Schaut euch das mal schnell an, wie fucking geil das aussieht. Ich bin wirklich so in Love, ich bin mit der Farbe in Love. Und ich stelle es mir auch so ein bisschen so vor, dass es nachher vielleicht dann so ein bisschen aussieht. Vielleicht steht dann irgendwann so, ja, Donnerstag 00 oder irgendwie, weiß ich nicht. Ja, ich habe auf dem Broadcast-Channel auf Insta, ich kann mir dort gerne reinfolgen, dort tue ich immer mal so ein bisschen mein Zeug teilen, das ich nicht in die Story will teilen, habe ich so geschrieben, Leute, seid mal ehrlich. Sagt ehrlich, sieht das aus wie ich. Und ich habe halt mir so, also weißt, ich habe es noch auf Photoshop so ein bisschen angepasst und so ein bisschen wie mit einem Bild von mir vergleichen, um zu schauen, dass es möglichst ähnlich aussieht wie ich. Und das haben halt mega viel geschrieben, so, nein, voll nicht, nee, sorry. Und dann war ich so gewesen, no. Ja, also obviously muss es ja nicht genau aussehen wie ich, aber gleich. Ich finde es so ein geiles Bild. Darum, ich habe fast das genommen. Aber ich habe dann gedacht, das macht eigentlich schon mehr Sinn mit einem echten Bild von mir. Halt, also nur schon, weil jetzt, keine Ahnung, wenn jetzt irgendwo jemand einen Podcast von mir sucht und das Bild sieht und mich halt nicht erkennt, dann würde man ja nicht checken, dass es mein Podcast ist. Also wenn man jetzt anhand von einfach meinem Gesicht, sage ich mal, und jetzt nicht, wenn man den Namen zur Pause noch kennt, so, ist halt wie ein Bild viel einfacher. Oder gerade wenn jetzt ich zum Beispiel in den Podcast-Charts wäre und Leute so ein bisschen durchstreben und mein Gesicht so halb kennen, dann klickt man vielleicht halt eher zum mal reinhören im Podcast, als wenn man auch ein Zeichnungsbild sieht. Aber es kann ein Vorteil sein, weil vielleicht Leute, wo wenn sie mein Gesicht sehen, nicht mehr draufklicken, vielleicht würden sie dann beim Bild draufklicken. Also ich kann ja gerne mal so ein bisschen schreiben, was ihr vom Bild haltet. Ich zeige dann nächste Woche, wenn es fertig ist, so ein bisschen das Profilbild. Und wenn das Bild jetzt hure geil wird morgen, halt dann mit Bearbeitung und so, dann nehme ich dann safe das. Aber wenn ich so ein bisschen zwiegespalten bin und noch nicht weiss, welches Bild es soll werden, dann müsst ihr entscheiden. Aber ich finde, das ist eigentlich schon geil. Und sonst brauche ich es für irgendetwas anderes. Ich will ja noch einen Live-Podcast machen. Ja, und dann würde ich vielleicht irgendwie so etwas finden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, aber ich will es für irgendwas noch brauchen, weil ich bin so impressed gewesen, was das für ein geiles Bild ist. Das mal schauen. Vielleicht brauche ich es noch. Aber ja, das ist auf jeden Fall schon etwas, was ich auf jeden Fall will so ein bisschen ändern. Also jetzt so nach der Pause. Und ich habe auch noch so ein paar Sachen sonst überlegt, die ich regelmäßig im Podcast machen will. Ich will es eigentlich am Anfang machen, wir sind schon recht nicht mehr am Anfang vom Podcast. Aber ich habe mir so ein bisschen neue Formate überlegt. Und zwar, ich habe da so ein paar Vorschläge geschickt und so. Und ich habe mir so ein bisschen selber Gedanken gemacht. Und also ich muss echt sagen, etwas, wo mir lustigerweise wirklich gefühlt in jedem Podcast Leute reinschreiben, auch wenn ich es noch nie gemacht habe. Ich weiß nicht, warum ihr auf die Idee kommt, aber ich schreibe immer rein, kannst du mich grüßen, kannst du mich in der nächsten Folge grüßen. So, keine Ahnung, was es euch bringt. Ich weiß es nicht. Aber ich habe gedacht, also einfach grüßen wäre ja langweilig. Und ich habe gedacht, wir können das irgendwie so ein bisschen cooler machen. Also so nicht einfach, ich grüße übrigens an der und der die Woche, sondern dass ich immer einen Kommentar von der letzten Folge vorlese, also wo auf Spotify halt geschrieben wird. Und zwar wäre es geil, wenn es immer irgendeine Frage wäre. Das kann eine Frage an mich sein, das kann etwas, das euch beschäftigt, irgendein Thema. Irgendwie so etwas, was wir wie am Anfang kurz besprechen können. Es kann auch eine funny Frage sein, wie so, keine Ahnung, was ist das Peinlichste, was dieser Woche passiert ist. Irgendwie etwas, einfach irgendeinen Kommentar und dann würde ich euch natürlich auch gerne grüßen. Ja, das finde ich sehr geil als neues Format, das wir so am Anfang machen und dann finde ich, keine Ahnung,
habe ich noch ein bisschen mehr einen Austausch mit euch. Und ich weiß es auch nicht, ich finde es eine geile Idee. Ich habe jetzt natürlich auch schon für diese Woche, also obviously hat es jetzt keine einzige richtige Frage in der letzten Podcast-Folge. Es hat jetzt hauptsächlich nur Kommentare. Das ist übrigens mega cute. Ich habe ja so ein bisschen in der letzten Podcast-Folge gefragt, so, ja, schreibt so ein bisschen, was ihr von meinem Podcast haltet. Ich habe es eigentlich vor allem geschrieben, weil ich ja eben so ein bisschen Veränderung habe. Und ihr habt mega, mega herzige Kommentare geschrieben von ich finde den Podcast so cool und es soll bleiben, so wie er ist. Also wirklich mega herzig. Ich habe eben gerade vorher eben so einen Kommentar gesucht und habe alle Kommentare durchgelesen und immer so gesagt, oh mein Gott. Ja, genau. Aber ich habe jetzt gleich einen Kommentar rausgesucht. Es ist jetzt halt nicht mega eine Frage, aber es war halt am ehesten eine Frage gewesen. Darum, erstmal also der Kommentar ist von der Michelle Glaus. Ich grüße dich an dieser Stelle. Und zwar hat sie gefragt, machst du wieder mal ein YouTube-Video? Ich habe gefühlt jedes von dir geschaut früher, es fehlt ein bisschen. Und das freut mich so. Und ich habe ja vorher schon ein bisschen gesagt, dass ich eigentlich momentan wieder übel das Feuer habe, zum Content machen, zum I don't know, einfach wieder so ein bisschen geileren Content machen. Ich habe auch gestern extrem lange mit dem Can geredet, weil ich gemerkt habe, dass es etwas ist, was mich irgendwie gerade so ein bisschen mehr beschäftigt. Weil ich eigentlich ein Mensch bin, der mega gerne Content macht. So, klar, ich bin Content Creator, aka Influencer, aber obviously ist es ja das, was mir am meisten Spass macht, einfach Content machen. Kreativen Content machen. Ich habe halt mit YouTube angefangen und habe dort so ein bisschen meinen kreativen Content gemacht. Mal eine Challenge, ich habe ja auch Kurzfilm gemacht, einmal, oder Selbstexperiment. Einfach so ein bisschen, früher habe ich ja so ein bisschen mehr so Sketches-mässig gemacht. Einfach so ein bisschen kreativ. Und dann ist ja TikTok dazu gekommen. Und dort habe ich auch, früher habe ich das Gefühl, viel kreativeren Content gemacht. Und ich habe das Gefühl, ich bin so ein bisschen in eine Richtung gegangen, wo mir nicht mehr so gefällt. Beziehungsweise, wo ich das Gefühl habe, ich bin so eine typische, das ist jetzt gar mega böse und so, I don't know. So, ich bin etwas Besseres eigentlich, aber ich bin jetzt halt so eine geworden. Nein, aber ich bin so ein bisschen so eine typische Influencerin geworden, also so eine typische TikTokerin, die halt wie nicht mehr so mega kreative Content macht, sondern halt Trends. Und klar, Trends können auch geil sein und ich will auch weiterhin Trends machen. Ich finde gewisse Trends immer geil. Aber ich merke auch, dass ich wie nicht mehr so... Ich bin nicht mehr so stolz auf meine Projekte, wisst ihr, was ich meine? Und so bei YouTube damals ist immer, man hat so ein YouTube-Video gemacht, man hat es aufgeladen und dann war man so stolz gewesen. Dann war es so ein geiles Gefühl gewesen, das aufzuladen und die Kommentare gesehen und ich merke so irgendwie momentan, dass irgendwie, ich weiß auch nicht, so Short-Form-Content, gerade wenn es so wirklich so schnell geht und nicht so ein Video ist, wo man sich so ein bisschen mehr Mühe gegeben hat, dann kann man wie auch nicht mehr so stolz sein. Das geht dann auch so schnell, weil halt jeden Tag eins online kommt und ich merke, ich komme auch wirklich auch gar nicht mehr so oft dazu, um jetzt dann auch noch alle Kommentare lesen und so und dann fühlt es sich gleichzeitig auch, ja, wie nicht mehr so an, als wäre ich mega mit euch verbunden gerade. Und auf YouTube habe ich das extrem gehabt früher. So, es sind immer wieder die gleichen Leute am Start gewesen. Ich habe Kommentare bekommen, persönliche Kommentare und ich merke es halt zum Beispiel, ich finde es halt auch, also zum Beispiel so, es ist halt ein ganz anderes erkannt werden auf der Straße, wenn einem jemand kennt, der einem wirklich folgt und jemand, der halt so das Gesicht so halb kennt und dann so, bist du die von TikTok, ja, können wir ein Foto machen. Es ist halt wie einfach nicht das Gleiche, wie wenn jemand kommt und so, einfach, du merkst, er hat Freude, dass er dich sieht. Man kann vielleicht ein Gespräch führen, auch manchmal auch nicht, aber es ist wie so ein anderer, es ist einfach eine andere Energy und ich finde das ist so viel wertvoller. Ja, ich weiß auch nicht, wenn jemand zu einem kommt und du merkst, die will zum Beispiel jetzt gerade ein Foto mit dir machen wegen dir und jetzt nicht einfach, weil er dein Gesicht kennt oder weiß doch nicht. Und ich weiß auch nicht, irgendwie, ich habe das jetzt wie während dem Sommer irgendwie so ein bisschen gemerkt, dass ich das wie so ein bisschen vermisse. So dass zum einen die Verbindung mit euch so ein bisschen spüren oder vor allem eben mit den Leuten, die mich so ein bisschen verfolgen. Oh mein Gott. Und halt zum anderen eben so ein bisschen wieder so den Content machen, wo ich stolz drauf bin. Und eben, ich habe das dem Can so ein bisschen gesagt, aber gar nicht über YouTube geredet und mehr so ein bisschen, ich will wieder Content machen, wo ich stolz drauf bin und wo ich so ein bisschen mein Herzblut reinstecke und einfach all das. Und dann war er so, das schreit hure nach YouTube. Und ich war wirklich so, ja,
hure alt, eigentlich schon. Eigentlich ist es genau das, was ich irgendwo vermisse. Weil jetzt gerade während dem Studium merke ich schaffe es wie nicht mehr. Also als ich halt im Gimmi war, habe ich ja jede Woche ein YouTube-Video aufladen, weil es hat halt nur YouTube gegeben. Also es hat kein TikTok gegeben und es hat keinen Podcast gegeben und auch Instagram hat es eigentlich nicht wirklich gegeben. Also ich habe, wenn dann einmal in der Woche eine Story gemacht, wo ich gesagt habe, es kommt ein YouTube-Video online. Aber sonst habe ich halt nie nicht wirklich mitgenommen und es sind halt so viele Plattformen jetzt, dass es wie neben dem 100% Studium, wo du erst um 5 Uhr heimkommst, wie nicht möglich ist. Aber ich möchte ja gleichzeitig auch nicht etwas anderes mega vernachlässigen. Also ich würde jetzt glaube niemals den Podcast aufgeben, damit ich wieder YouTube machen kann. Und ich fände es eigentlich, also ja, jetzt wo ich gerade schon im Game bin mit Daily TikToks posten, fände ich es eigentlich auch schade, so dort wieder weniger machen. Plus, ich muss auch gleich sagen, eben so, es ist ja immer noch mein Job, wo ich Geld verdiene, wo ich ja wie auch ein bisschen angewiesen bin. Und die meisten Firmen interessieren sich halt für TikTok. So, darum bin ich gerade so ein bisschen in dem Clinch, wo ich wie irgendwie alles und nichts will machen. Ja, aber ich merke, ich habe momentan wieder mega Bock zum YouTube machen. Ja, und ich glaube, wenn ich wieder so ein bisschen mehr YouTube mache, dann ist auch gerade das mit der Community eigentlich so ein bisschen mehr da. Das Gefühl eben so von, ich mache geilen Content. Und ich glaube, dann ist es vielleicht auch gar nicht mehr so wichtig, zum jeden Tag ein TikTok posten, weil dann fühle ich mich gleich, als würde ich genug machen. Und dann kommt vielleicht, also weißt du auch nicht, ist der Spaßfaktor einfach nachher ein anderer so. Darum ich jetzt selber hure Bock und es freut mich mega, mega fest, dass mir heute immer noch ab und zu Leute schreiben, hey, wer kommt wieder mal ein YouTube-Video, ich vermisse es und so. Das gibt mir so viel und das gibt mir so viel Motivation. Und ja, also ich habe jetzt auch für die mich auf YouTube so ein bisschen verfolgen, ich habe jetzt im letzten Jahr wirklich, ich glaube, 7 Videos insgesamt aufgeladen, was nichts ist im Vergleich zu früher, eben, als ich es wöchentlich geschafft habe. Und all die Videos, die ich aufgeladen habe, sind ja irgendwie ein Vlog oder so, was ab und zu natürlich auch geil ist, aber wenn es halt, ja, wie nur 7 Videos sind. Ich weiß auch nicht, ich habe momentan wieder Bock, um so ein bisschen einfach mehr connected zu sein mit euch. Ich merke zum Beispiel jetzt so Vlogs auf YouTube machen mir so halb Spass zum Schneiden. Ich finde halt am geilsten eigentlich einfach Sit-Down-Videos, die ich labere. Die eigentlich so ein bisschen Podcast-mäßig sind, aber halt geschnitten auf eine funny Art, so ein bisschen, wo Kreativität noch mehr drinsteckt. Ja, oder einfach mal eine lustige Challenge, vielleicht mit anderen Content Creators zusammen Challenges machen, das früher schon oft gemacht. Ich finde das geil. Oder einfach mal wieder ein Selbstexperiment. Einfach so ein bisschen krassere Videos. Und ich merke zum Beispiel im Studium, ich lerne ja mega viel über das, über Storytelling, über das. Und ich habe eigentlich gedacht, dass ich das so ein bisschen mehr vereinen kann, so das Studium und Social Media. Und irgendwie kann ich es nicht. Und ich würde irgendwie auch gerne. Macht das Sinn, dass ich das Gefühl habe, ich könnte mehr, als ich mache. So von meinem Skill her oder von meinem Wissen her oder einfach vom, ja, so. Voll, darum, ich hätte eigentlich mega Bock. Das Problem ist mehr eben so die Kapazität und ich will eigentlich, all das wäre krank, wenn ich es wieder wöchentlich würde schaffen. Ich glaube, ich muss halt wie irgendwo auch so ein bisschen meine Erwartungshaltung, wie krank, oder meine, ja doch einfach wie krass die Videos werden ein bisschen abschrauben, weil ich es halt wirklich sonst nicht schaffe. Ja, es ist mehr mal so also es steht jetzt mehr mal so im Raum, es ist jetzt noch nicht fix, was ich so geplant habe. Und ich habe mir eigentlich überlegt, so, ich kann schon diesen Sonntag ein Video machen schon. Einfach ein easy Q&A, wo jetzt nicht mega krass Storytelling aufwendig ist, so sage ich mal. Aber gleich so, dann schaust du halt Wochenende an, was du alles musst machen musst und dann hast du gefühlt wieder gar keine Zeit, weil YouTube ist halt schlussendlich gleich am aufwendigsten mit Video planen, Video filmen und das ganze Video schneiden und dann auch noch aufladen mit Thumbnail und bla. Ist halt einfach ein ganzer Prozess, der nachher insgesamt so 8 Stunden oder so ist. Was eben, ich finde es geil, aber die Zeit fehlt halt einfach so ein bisschen und die Kapazität. Aber zum Frage beantworten, ich hätte auch Bock und ich hoffe wirklich, dass ich es wieder regelmäßig schaffe. Ich finde auch eigentlich YouTube eine geile Plattform. Also ich weiß gar nicht, ich habe immer das Gefühl, es gibt so wenig, die mittlerweile YouTube schauen, aber das stimmt gar nicht. Ach, meine Nase juckt so. Aber das stimmt gar nicht, weil es gibt ja noch mega viel. Also ich schaue ja selber auch noch YouTube und es gibt ja mega viele, die noch YouTube-Videos aufladen, die regelmäßig geschaut werden. Also irgendwo ist ja eine Community noch da und vielleicht kann ich auch euch dann so ein bisschen dazu bringen, wieder meine YouTube-Videos zu schauen. Voll. Also ich hätte auch einen Bock. Oh Mann. Genau, das war zu deiner Frage. Ich habe gerade ein bisschen länger ausgeholt, als ich gedacht habe.
voll. Ein weiteres Format, aber das steht gerade auch noch so voll im Raum, aber ich finde es irgendwie funny. Ich kann mir gerade noch nicht vorstellen, ob ich das so wöchentlich durchziehen kann, aber es wäre halt geil. Also, und zwar, dass ich jede Woche die Frage beantworte, also einen lustigen Moment von der Woche erzählen. Das finde ich irgendwie so, ich weiß auch nicht, das kann halt ein peinlicher Moment sein, halt sonst irgendetwas Lustiges, etwas, keine Ahnung. Bro, wieso beißt meine Nase so? Es ist richtig ungeil. Also, ein lustiger Moment von der Woche. Ich habe jetzt wirklich, ich habe gar nicht so stark überlegt, welcher Moment das könnte sein, sondern ich habe einfach den Can gefragt und er hat so einen Moment erzählt und ich war so, ja, actually das. Ich habe jetzt erzählt, dass wir gestern so ein bisschen einen intensiven Tag hatten, eben gerade so über YouTube und einfach so das, was ich will. Und es war so ein ernster Tag gewesen. Und es ist so ernst geworden, dass ich auch so ein bisschen emotional geworden bin. Also ich habe auch sind ein paar Tränen geflossen. Also nicht, weil es schlimm ist, weil ich einfach allgemein ein Mensch bin, der schnell brüllt. So. Und es war so unpassend gewesen. Aber ich habe so laut gefurzt. Und der Can und ich, wir furzen voreinander, wir schießen voreinander, es ist alles egal, es ist nicht irgendwie peinlich oder so. Aber ich habe noch nie, also wirklich, es ist lang her, sorry, wie das gruselig ist, aber ich habe schon lange nicht mehr so laut und lang gefurzt. Ich bin selber so impressed gewesen, wie krank der Furz gerade war. Und es ist halt so funny gewesen, weil es halt so, kann ich stelle euch kurz vor, wir sind nicht gerade voll im Real Talk, ich noch so halb am Brüllen und dann einfach so voll unpassend einen Monsterfurz. Und wir einfach so, er schaut mich so schockiert an und ich bin auch so schockiert, weil ich so nicht erwartet, dass es nicht so laut wird. Und wir fangen einfach so an lachen. Ja, jetzt habe ich einen funny Moment gefunden. Genau, das war mein funny Moment von der Woche gewesen. Falls ihr einen funny Moment von der Woche habt, schreibt es auch gerne in die Kommentare. Ja, das nächste, Bro, das weiss ich weiß noch nicht, ob ich Zeit habe, um das durchzuziehen, aber ich fände es so geil. Ich habe so die Idee gehabt, ich war so, hure lustig. Ich hoffe, ihr findet es auch lustig. Aber ich habe ja neben dem Podcast natürlich auch noch extra für den Podcast einen Instagram-Kanal und einen TikTok-Kanal. Ja, eigentlich auch noch einen Shorts-Kanal, der heisst Natistyle Extra. Dort lade ich halt alle Clips auf von meiner Katharin. Da gibt es auch noch eine Veränderung. Vorher sind ja immer Daily-Videos gekommen, also Daily-TikToks, kurze Videos, also Clips über den Podcast. Und jetzt haben sie so gemacht, dass anstatt 7 Clips, dass nur noch 3 bis 4 Clips sind, die aufgeladen werden. Einfach weil es für sie halt ein mega kranker Aufwand ist. Und auch sonst, weil es es gar nicht unbedingt braucht. So, ich glaube, weniger ist manchmal mehr. Also wir probieren es jetzt auch mal. Also könnt da schön supporten. Wir freuen uns da beide sehr, wenn die Videos so ein bisschen laufen und sich so ein bisschen lohnen. Ja, und dort, also das sind meistens so ein bisschen die lustigen Ausschnitte vom Podcast. So. Genau, auf jeden Fall will ich auf meinem Instagram-Kanal so ein bisschen eben halt habe ich auch noch überlegt, dass dort so ein bisschen Veränderung kommt. Also ja, ist jetzt nicht eine kranke Veränderung, aber ich habe mir überlegt, es wäre easy lustig, ein Quiz machen über den Podcast. Okay, das hat jetzt gerade so boring tönt, aber ich lade den Podcast um Mitternacht auf, von Mittwoch auf den Donnerstag. Und ich möchte dann irgendwie so wenn ich einfach irgendwann unter der Woche, ich müsste einen Tag festlegen. Sagen wir mal Sonntag. Lade ich ein Quiz auf. Also, was heisst ein Quiz? Weißt du, so Stories, so 3, 4 Stories, wo so Multiple Choice, oder nein, nicht Multiple Choice, einfach so, wo eine Frage ist und dann hat so 4 Antworten und so, weil es die richtige ist. Weil dann sehe ich so ein bisschen, wer meine Podcast-Folge aktiv hört und irgendwie, ich weiß auch nicht, ich finde es selber halt auch lustig, wenn irgendjemand irgendeine Story macht, so Fragen, wie sich und ich weiß es dann nicht, Alter, das pusht mein Ego. Und zum euer Ego ein bisschen pushen, wenn ihr schon den Podcast hört, dann könnt ihr noch das Quiz ausfüllen. Eben Quiz sind so dumm. Einfach so dort. Und so ein bisschen selber testen, wie viel das ihr von meinem Podcast wisst, wie gut ihr mich kennt, etc. Ja, ich dachte, das ist irgendwie noch lustig. Also ihr könnt gerne zur 9. Pause, also zur 9. Pause heisst ihr einfach auf Instagram folgen. Dort kommen wie gesagt auch Clips und dort lade ich ja immer ein Bild auf vom Titel so ein bisschen, also wie der Podcast ist. Und ich will auch so ein bisschen mehr, dass er noch ein bisschen persönlich wird. Also vielleicht kommt dann auch einfach mal ein Feed-Post wo Slides, weißt, von meinem Lebensupdate. Also zum Beispiel jetzt gerade habe ich ja in dieser Podcast-Folge so ein bisschen von AI erzählt, von meinem Profilbild, von meinem Studiumstart, etc. Und dann gibt es einfach so einen Slide an Bildern, wo er so ein bisschen halt visuell gesehen, so wie es aussieht. Also vielleicht eben eben ein Bild, wie ich gerade am Arbeiten bin, oder whatever, so einfach so ein bisschen, damit ihr noch so ein bisschen mehr das visuell gesehen und nicht noch erzählt. Ich dachte, das ist irgendwie auch noch funny, dass es einfach noch so ein bisschen persönlicher wird.
Genau, das ist das, was ich mir so ein bisschen überlegt habe. Habe ich sonst noch etwas, was ich erzählen wollte? Eben, dass wir in einem Studium haben, habe ich erzählt. Mehr Studium- und Jobvereine habe ich erzählt. Ja, okay, etwas gibt es noch. Mann, Leute, das ist ein bisschen sad. Also ich habe jetzt eigentlich fast schon vom Lina erzählt, dass ich so ein bisschen sad bin. Und es hat auch einen Grund, dass es jetzt gerade wieder ein bisschen mehr hittet. Und zwar habe ich ja noch ein anderes Häschen, beziehungsweise meine Family. Ich bin ja ausgezogen, aber es ist ja gleich noch mehr irgendwo. Der heisst Gashi. Und seit der Lino gestorben ist er eigentlich allein. Vor allem aus dem Grund, weil es extrem schwer ist, ihn jetzt wieder mit einem anderen Häschen quasi zu connecten. Also normalerweise sollten ja Hasen eigentlich nicht allein gehalten werden, das wissen wir. Aber es ist bei ihm halt schwierig zum einen. Er ist ein Stubenhas. Also für ihn wäre es ganz schlimm, wieder müssen in ein Käfig zurück und ich möchte ihm das eigentlich auch nicht antun, zum ehrlich zu sein. Und zum anderen, er hat ja... meine Nase, das ist ganz schlimm. Die juckt so. Zum anderen ist halt auch, dass er wie der Lino einen Genfehler hat. Also, eigentlich sind es ja mega überzüchtete Hasen. Was mir mittlerweile... Also, ich glaube, wenn ich wieder ein Haustier holen würde, ich das wirklich nicht machen. So, wirklich, wenn ihr ein Haustier kauft oder irgendwo holt, bitte schaut, dass es nicht ein überzüchtendes Tier ist. Die Tiere leiden so. Und ja, das kurz an der Stelle. Zurück zu meinem Hase, der auch voll selber überzüchtet ist. Perfekt. Nein, er hat, also durch das, dass sie halt überzüchtet sind, hat es halt meistens immer so ein bisschen, ja, wie ein Fehler, genfehlermäßig. Und bei uns Hase ist es dann so gewesen, wir haben das nicht gewusst, als wir sie geholt haben. Damals, vor 6, 7 Jahren. Dort hat sich das irgendwann so entwickelt, dass man gemerkt hat, dass ihre Zähne schief sind, beziehungsweise einfach Zahnfehler haben. Also ganz kurz zusammengefasst, Hasenzähne wachsen rein theoretisch ewig lang, so wie Haare von uns, wie Nägel von uns. Und die werden abgeschliffen, indem sie essen. Also wenn ja die oberen Zähne und die unteren Zähne genau aufeinander kommen beim Essen, dann schleift es die dauernd und darum ist das auch nicht das Problem. Bei unseren Hasen war auf jeden Fall das Problem, dass wie ein versetzter Ober- und Unterkiefer ist und darum wie die Zähne aneinander vorbeigewachsen sind. Und darum haben wir beim Gashi und beim Lino wie die vorderen Zähne auch müssen ziehen. Heisst, sie haben nur eine Backenzähne gehabt. Das war am Anfang auch gar kein Problem gewesen. Mittlerweile sind auch die Backenzähne am übereinander wachsen und logisch, also wir haben jetzt immer halt das Essen immer klein gemacht, weil es so geraffelt und so, weil sie können ja nicht mehr abbeissen. Und jetzt halt durch die Backenzähne wird es halt noch schwieriger. Und die kannst du ja nicht einfach ausreißen, weil sonst kann er gar nicht mehr essen. Und darum müssen wir die halt jetzt beim Gashi immer schleifen. Was halt kostenaufwendig ist und in dem Sinne auch Arbeit. Zum einen Essen immer anrichten. Wir machen es jetzt immer noch ein bisschen kleiner. Weil früher haben wir immer so Streifen geschnitten. Jetzt musst du halt komplett klein raffeln, sonst kann es gar nicht messen. Ja, aber kurz zurück zum Punkt. Das ist ja der Grund, warum wir ihn nicht können mit jemand anderen zusammen tun, weil bei Hasen funktioniert es nur so, dass du die zusammen tust und sie ja eigentlich zuerst mal miteinander fighten, um quasi die Rangordnung herstellen, wer jetzt quasi da der das stärkere Männchen oder whatever, der stärkere Hase ist so. Und wenn halt obviously ein Hase dabei ist, der keine Zähne hat und der andere hat Zähne, dann wird er einfach zu Hackfleisch so. Also es würde halt wie nicht gehen. Plus, er ist halt auch schon 6. Wir haben gewusst, er wird jetzt nicht mehr ewig leben nach dem Lino. Und darum haben wir dann wie so ein bisschen abgewogen. Und ich muss immer noch sagen, es ist ein bisschen was anderes, wenn du ein Hase haltest, der jetzt blöd gesagt, draussen alleine im Keg hockt, wie jemand, wo bei uns in der Stube ist, der nicht 24, aber wirklich fast immer mit Menschen in Kontakt ist. Also der wird mega oft geknuddelt, also der ist selten allein, es ist immer noch ein bisschen was anderes. Ja, das sind so ein bisschen die Gründe, warum er alleine ist. Und jetzt ist es so ein bisschen das Ding, dass er hat schon immer so ein bisschen Augenprobleme gehabt. Seit Geburt eigentlich, dass er immer so ein bisschen feuchte Augen hat. Also so quasi seine Tränendrüsen, die laufen so ein bisschen ewig. Und jetzt hat es sich so ein bisschen entzündet. Also jetzt ist es so ein bisschen ein grösseres Problem geworden. Dass es so schlimm ist, dass es halt wie mittlerweile eitert auf beiden Augen. Und das klingt jetzt zuerst mal nicht so schlimm, aber der Eiter klebt. Und also ich wohne halt nicht daheim. Meine Mom hat es mir jetzt das meiste so gesagt und ich bin ja ab und zu daheim und sehe es. Aber es ist glaube ich schon echt schlimm,
sehr oft sind seine Augen zugeklebt wegen dem Eiter. Also meine Mom hat gesagt, jeden Tag, wenn sie am Morgen zu ihm geht, schauen, dann sind einfach seine beiden Augen zu. Und jetzt stell dir mal kurz vor, du bist ein Hase in der Stube und du, keine Ahnung, das ist einfach, wie sagen wir, ein Sinn, wo halt einfach fehlt plötzlich, weil deine beiden Augen zu sind, das ist so schlimm. Und er hat so seinen fixen Schlafplatz und jetzt mittlerweile pennt er einfach irgendwo, weil er wahrscheinlich irgendwo in der Nacht irgendwo hergeht und plötzlich seine Augen zugeklebt sind und er findet dann sein Plätzchen nicht mehr. Und das ist so sad und meine Mama muss jetzt halt wie, blöd gesagt, immer seine Augen so, okay, aufreißen, dann das gerade so mega hart, aber das ist halt wie so aufbringen und das passiert dann so 6-7 Mal am Tag, dass seine Augen wieder zugeklebt sind und dann muss sie die putzen und wir haben jetzt natürlich auch schon, wir sind so oft bei der Frauenärztin, bei der Tierärztin gewesen und haben alles probiert mit Antibiotikum, mit anderen Sachen wirklich und dann nimmt es halt teilweise mega gut an, weil er frisst es mega gut und alles, aber es nützt nichts. Alles, was wir probiert haben, nützt nichts. Und es gibt jetzt halt noch eine Option, wo halt Augenoperation ist, wo zum einen extrem teuer ist und zum anderen extrem risikomäßig, weil es halt eben mit Narkose und Operation und alles und das ist ja schon ein bisschen älter. Wo jetzt halt mega schwierig ist, so um das abwägen. Und meine Mom hat schon gesagt, dass er halt mega am Leiden ist und sie gesagt hat, sie weiß nicht, wie lange sie das nachher zuschauen. Plus müssen wir ja gleich noch sagen, dass es halt extrem viel Aufwand ist. Extrem viel. Also es war ja vorher schon Aufwand gewesen mit halt Essen, immer so klein raffeln, mehrmals am Tag und ja, okay, putzen, also so, das gehört halt zum Haustier. Aber jetzt auch eben oft zum Tierarzt fahren, also wirklich 6-7 Mal in Nähe, die Augen öffnen, alles putzen, ihm alle Medikamente geben, bla. Und es ist halt mega auch kostenaufwendig und es ist halt so schwierig. Es ist so schwierig, weil und es tut halt auch mir, also keine Ahnung, mich nimmt es halt manchmal wirklich auch mit, vor allem weil es jetzt gerade so nah aufeinander ist mit dem Lino, der ist am 16. Mai schon gestorben. Das ist jetzt halt so 4 Monate her erst. Ja, und es ist, ich weiß auch nicht, ich hätte so nicht gedacht, dass das Jahr so eine Wendung nimmt. Also von einem Jahr hätte ich ja im Leben nie gedacht, also es ist das noch so weit weg gewesen, dass die mal werden sterben und jetzt ist halt irgendwie so alles so voneinander. Also klar, eben, es ist jetzt nicht gerade so, dass er gerade am Sterbebett liegt, aber es ist jetzt gleich auch so eine schwierige Situation, wo man wie nicht ganz einschätzen kann, ob jetzt zum Beispiel Einschläfer ein Thema ist, weil eigentlich will man ja das Beste für sein Haustier und am liebsten würde ich mit ihm reden und sagen, jo, was würdest du wählen, was bist du gerade noch glücklich, oder sagst du eigentlich, du möchtest, also für dich ist es okay, wenn man dich einschläfen lassen. Es ist wie, ich finde das so schwierig. Wir wollen alle das Beste für den Gaschi, unbedingt. Wir wollen nicht, dass er leidet, aber momentan ist er auch noch mega gut und ist ja noch ein fröhlicher Hase, sage ich mal. Darum sehen wir es wie noch nicht. Ja, aber also meine Mama hat halt wie gesagt, wir wissen jetzt halt nicht, eben wie es weitergeht oder ob es jetzt besser wird oder schlimmer oder ja, keine Ahnung. Und ich merke einfach, dass mir das momentan auch so ein bisschen mitnimmt, weil es halt, ich weiß auch nicht, das sind so Entscheidungen, die du einfach nicht willst treffen, so mit einschlafen, weil so, eben du willst das Beste für dein Tier, aber gleichzeitig entscheidest du auch, ob es sterben oder nicht. Ich weiß auch nicht, das ist so, am liebsten würde ich wollen, dass es so nicht in meiner Macht liegt, sondern dass es natürlich ist, aber ja, manchmal ist halt natürlich dann gleich auch so ein bisschen der schlimmer Tod, weil es halt ein Leiden ist bis zum Tod. Ich weiß auch nicht. Ich finde das so schwierig. Ich finde es wirklich, wirklich schwierig. Das ist halt wie auch noch so ein Update. Genau. Vor allem, wenn halt der Gaschi nicht mehr da ist, dann haben wir einfach kein Haustier mehr. Und ich weiß nicht, also wir haben seit ich, wie alt bin ich da gewesen? 7, 8. Seit dann haben wir Haustiere. Ich kann mir das Leben nicht ohne Haustiere vorstellen, Leute. Also, wir hatten zuerst Meersäule, dann haben wir Hühner, dann haben wir Hasen, jetzt haben wir immer noch Hasen, jetzt haben wir Stubenhasen. Das ist wie für mich so unvorstellbar. Ich brauch Tiere in meinem Leben. Ich bin so ein Tiermensch und ich weiß auch nicht. Der Can und ich, voll lustig, es hat an unserer Tramhaltestelle hat so ein Plakat gehabt von einer, ich glaube, sie ist ein bisschen eine ältere Frau. Ihr Mann ist gerade frisch gestorben und sie war mega aufgelöst und so. Und sie hat gesagt, sie hat einen
Jahre alten Katze, nicht Kater, wo sie jetzt halt wie will jemandem weitergeben, so, wo besser kann für sie schauen und so, und dass sie auch viel jetzt halt zu tun haben und bla. So herzig, und der Can und ich, also wirklich, wir haben das Bild gesehen, wir haben gesagt, oh mein Gott, und dann hilfst du halt noch jemandem und so eine, ich weiß auch nicht, wir haben das so hart verliebt, aber es ist halt leider jetzt schon spät, also es ist schon bei jemand anderem, also beziehungsweise wir nehmen es mal an, weil wir sind dann halt nachher, sind wir gerade in die Ferien und nachher ist das Plakat nicht mehr dort gehängt, aber das ist für uns echt so ein Kick gewesen von, wir wollen auch mal unbedingt das Tier. Also ich habe gesagt, ich will unbedingt mal Tier. Ich würde am liebsten eigentlich auch irgendwo, wenn ich Kind habe und alles, irgendwo herziehen, wo man kann wieder Hühner haben. Ich brauche Tiere in meinem Leben, Leute. Ich denke jetzt wahrscheinlich gerade Hühner, aber Hühner sind so geile Haustiere. No joke. Vor allem Seidenhühner. Darum, ich brauche das unbedingt. Und ja, ich fände es irgendwie cute. Ich wüsste nicht, ob ich jetzt... Ich fände es eigentlich halt einen schönen Gedanken, eben so eine ältere Katze aufnehmen von jemandem. Also weißt du, wie von jemandem halt wie nehmen. Und jetzt nicht ein junges, keine Ahnung, überzüchtete Katze oder so. Ja, das fände ich weiß auch nicht, das hätte halt wie gerade so gepasst. Aber eben, es ist auch gleichzeitig vielleicht auch gerade gut, also, weil ja unsere Wohnung ist jetzt mega gross. Und wir müssen ja in 1,5 Jahren ausziehen. Und dann wollen wir auf jeden Fall eine etwas grössere Wohnung nehmen. Dann muss es ein bisschen wieder passen. Vielleicht, jetzt sind wir gerade an der Straße. Also, es wäre übrigens eine Katze gewesen, die halt, wie sagen wir, wo nur im Haus wohnt. Eine Hauskatze. Und ich bin sonst ein bisschen kritisch, was Hauskatze angeht. So. Aber halt so, ja, so eine kleine Wohnung wäre halt... Aber sie ist halt sehr eine alte Katze gewesen, die wie nicht mehr viel hat raus müssen und bla. Also, wo wie nicht mehr so aktiv ist, und darum wäre es vielleicht eher noch gegangen. Aber wie gesagt, wenn wir dann so in einer grösseren Wohnung sind, vielleicht wohnen wir dann so Parterre so, also auf dem, wie sagen wir das? Halt, vielleicht haben wir einen Garten so, und sind nicht auf dem 2., 3. Stock. Dann würde es vielleicht eher so ein bisschen gehen. Ich weiß auch nicht, ich brauche wieder Tiere in meinem Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich keine Tiere in meinem Leben habe, Leute. Ja, genau. Darum, ja. Bro, die Podcast-Folge ist gerade ewig lang gewesen, aber es hat es gebraucht. Wir haben das 5 Wochen nicht gehört. Ich kann ja gerne auch so ein bisschen euer Lebensupdate, was ist in diesen 5 Wochen so passiert, was habe ich verpasst, in Kommentare schreiben. Und eben, Leute, schreibt eine Frage in Kommentar für nächste Woche, dann lese ich wieder einen Kommentar vor. Ihr könnt gerne auch schreiben, was ihr so von der neuen Format haltet, wie ihr es findet. Allgemein schreibt eure Meinung in die Kommentare. Vielleicht kann ja immer noch so ein bisschen, es ist ja jetzt ein bisschen ein Prozess von, was sich alles wird verändern, was so passt, was geht. Und eben, wie gesagt, immer wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Wenn ihr irgendein Thema habt, wo ich mal darüber reden soll, das euch gerade beschäftigt, schreibt es in die Kommentare. Und ja, ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gefallen. Und wir hören uns nächste Woche wieder. Tschüss!